Ja, guten Morgen zusammen. Ist nicht schön, dass wir Gott wieder so anbeten können hier und das noch an Pfingsten. Ich danke euch, Micha und Worship Team, für den Start. Mich hat das richtig angerührt, einfach so zu sagen, Heiliger Geist, sei willkommen hier. Heiliger Geist, wir wollen dir Raum geben. Und es sind Gebete, die wir öfters mal beten. Und das ist gut so. Aber wisst ihr was? Ich glaube, dass dieses mehr Raum geben für den Heiligen Geist eine Möglichkeit ist, die im Neuen Testament uns gezeigt wird, in der wir immer mehr leben können und dadurch erfahren, dass Gott in unserer Mitte mit seiner Regierung immer mehr Raum bekommt. Ich finde es interessant, dass wir jetzt eine Predigtserie haben, in der wir über das Reich Gottes gesprochen haben, Gott und Jesus und seine Königsherrschaft und jetzt die Rolle des Heiligen Geistes. Pfingsten, ich denke, man kann Pfingsten nur verstehen, wenn wir zuallererst mal schauen, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist. Und ich lese zum Anfang aus Lukas was vor. Lukas 11, 20 bis 23. Da spricht Jesus. Und Jesus sagt ja eigentlich die Wahrheit. Ne? Also lasst uns gut zuhören, was er sagt. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so ist seine Habe in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt, so nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg, auf die er vertraute, und seine Beute verteilt er. Um Pfingsten zu verstehen, ist es so wichtig zu verstehen, warum Jesus gekommen ist. Er sagt, alles war eigentlich unter Kontrolle eines Starken. Und dann kam aber einer, der stärker ist, hat den Starken besiegt und seine Waffen weggenommen und Beute genommen. Im Klartext. Als der erste Adam sich Satan untergeordnet hat, ist dadurch Satan der Gott dieser Welt geworden. Und Satan hat Einfluss. Und die Aktivitäten von Satan sind bekannt. Er will Menschen verführen, er will sie blind halten, gleichgültig, entmutigen. Stell dir vor, das ist eine Person, Satan und sein ganzes Heer von Dämonen. Die haben den ganzen Tag nichts anderes im Kopf, nichts anderes vor, als zu gucken, wo können wir Menschen entmutigen, wo können wir Menschen entzweien. Wo können wir Menschen einfach blind machen, dass sie die Wahrheit nicht erkennen und so weiter. Jesus nennt ihn den Vater der Lüge, den Mörder von Anfang an. Und das war die dicke Wolke über diesem Globus, bis zu dem Tag, als Jesus kam und gesagt hat, jetzt wird die Geschichte sich verändern. Jetzt ist dann der letzte Adam gekommen. Der erste Adam hat es vermasselt, er hat sich Luzifer untergeordnet. Jesus, der letzte Adam, bei allen Tests hat er gesagt, Vater, was du sagst, das will ich tun. Bis zu seinem letzten Atemzug, bis zu diesem schrecklichen Test im Garten Gethsemane, war Jesus immer in der Position, er hat dem Vater gehorcht, hat sich dem Vater untergeordnet. Er war Gott und Mensch, aber dieser Mensch Jesus, der hat Gott gehorcht bis zum letzten Atemzug. Und deshalb konnte Jesus sagen, und jetzt hat die Regierung, die Königsherrschaft Gottes angefangen auf dieser Erde. Das heißt, die ganzen Methoden Satans, Menschen zu zerstören, fertig zu machen, entzweien und so weiter, Familien kaputt und. Es hat jetzt ein Ende. Jetzt ist der Stärkere gekommen, dieser stärkere Jesus, der Sohn Gottes, der gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Er ist gekommen und hat Satan entwaffnet, entmachtet, öffentlich zur Schau gestellt. Luther nennt das, diese Auslegung von Kolosser 2,14, die kompakte Form des Evangeliums. Da schreibt Paulus, Jesus hat durch seinen Triumphzug am Kreuz Satan entwaffnet, öffentlich zur Schau gestellt, ihm die Waffen weggenommen. Die Waffen Satans sind Schuld, Anklage, gegen uns zu gehen als Verkläger. Weil Jesus mit seinem Blut bezahlt hat, haben wir freie Bahn zu sagen, Jesus, ich habe gesündigt, aber bitte vergib mir all meine Schuld und rechne sie mir nicht mehr an. Dann sagt Jesus, dafür bin ich gestorben, das tue ich gerne. Wer ehrlich ist, wer demütig ist, wer seine Knie beugt,
Wer seine Schuld bekennt, der wird erfahren, dass mein Blut ihn reinigt von 95% seiner Schuld. Habt ihr eine bessere Bibel? Von 100% der Schuld. Wir dürfen Jesus nicht klein machen. Wenn du heute hier sitzt, wenn einer von euch heute hier sitzt oder zu Hause in Kameras und Schuldgefühle hat, Verdammnis, dann glaub dieser Lüge nicht. Glaub der Wahrheit, Jesus, der Sohn Gottes, war unschuldig, hat nie gesündigt. Sein Blut ist kräftig genug, dich von aller Schuld zu reinigen, von den schlimmsten Gedanken, schlimmsten Taten, die du jemals begangen hast. Saulus war ein Mörder. Jesus hat ihm alles vergeben, er hat ihn zu Paulus gemacht. David war Mörder, Ehebrecher. Gott hat ihm vergeben, als er das bekannt hat, hat gesagt, er ist mein Freund. Lasst uns das vor Augen halten, die Größe des Blutes Jesus. Der Stärkere ist gekommen und hat durch sein Blut den Satan entwaffnet, entmachtet, öffentlich zur Schau gestellt, den Schuldbrief zerrissen. Durch seinen Tod, durch seine Auferstehung hat er Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Hat den Tod besiegt. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Er ist unser König, den wir anbeten. Dürft ihr gerne mal Halleluja sagen, auch in einer FEG-Gemeinde. Versteht ihr, dieser Sieg ist so fantastisch groß. Dieser Sieg ist so wichtig. Wenn das nicht unsere Dynamik und unsere Zukunftsperspektive ist, was dann? Was dann? Das ist doch das Größte, was wir haben. Wir haben diese Woche erlebt, meine Schwiegermutter ist gestorben und ihr Mann. Aber dann am Totenbett zu stehen, das wollte ich vermeiden, das mag ich nicht. Aber okay, was ich sagen wollte, ist Folgendes. Dann im Totenbett zu stehen und zu wissen, den Leuten dann, meinem Schwiegervater zu sagen, guck mal, dein Name ist aufgeschrieben im Buch des Lebens. Du kannst loslassen, du kannst nach Hause gehen. Das ist die Botschaft, die wir haben. Ne? Das Blut Jesu hat bezahlt. Der Weg ist offen. Dein Name ist aufgeschrieben im Buch des Lebens. Und das ist so ein Schatz, den wir haben. Ihr lieben Geschwister, ich möchte uns heute alle daran erinnern, dass wir den größten Reichtum haben. In der Schweiz sind wahrscheinlich so, international gesehen sind wir wohlhabend, ne? Aber wir haben noch einen größeren Wohlstand. Das ist diese Gewissheit, unser Name ist aufgeschrieben im Buch des Lebens. Und wir haben freien Zugang und wir haben diese Gewissheit, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Leute, ist das nicht super? Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass es um uns herum, okay, lass uns mal optimistisch sein, 97% der Menschen gibt, die diese Gewissheit noch nicht haben. Sie haben vielleicht davon gehört, aber das rettet ja nicht, davon gehört zu haben. Die Rettung kommt, wenn wir hören, Ja sagen und dann glauben, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben, vergib mir meine Schuld. Ich anerkenne, dass ich ohne dich gelebt habe und bitte komm in mein Leben. Und er sagt Jesus, ich komme gerne. Das ist mein Auftrag. Dafür bin ich gestorben. Ich komme. Und viele Leute sagen, dass wir wahrscheinlich jetzt an einem Punkt in der Geschichte stehen, wo wir eine große, große Ernte erwarten dürfen. Jemand von der Gemeinde hier hat mir die letzten Tage einen Rundbrief geschickt vom, wie heißt der ehemalige Leiter von Campus. Ihr kennt ihn, ne? Dein Chef, Hans-Peter Nütsch, ne? Genau. Und er hat gesagt, okay, er hat eine Gebetsbewegung mit initiiert und er merkt immer mehr Leute beten. Und dann sagt er, Gott hat mir aufs Herz gelegt und nicht nur mir alleine. Es sind viele Leute in der Schweiz, die Gebetsbewegungen formieren, die sich engagieren im Gebet, weil sie sagen, wir glauben, dass wir an einem Punkt stehen, wo Jesus, weil er so viel bezahlt hat, sich stark bewegen wird durch seinen Heiligen Geist und dass viele Menschen sich ihm noch zuwenden werden. Wir erleben es in unserem Umfeld, Menschen fragen nach. Mein Schwager war hier aus Berlin, der lebt in Berlin. Und wir haben auch so darüber gesprochen, er sagt, weißt du, so viele Leute, die haben in Berlin, Ostberlin, keine Ahnung, was ist Pfingsten, was ist Ostern, keine Ahnung mehr, Jesus, das war ein guter Philosoph oder sonst was. Ne? Und deshalb ist jetzt die Zeit, wo Jesus sagt, aber ich bin der Schöpfer dieser ganzen Geschichte. Ich bin Alpha und Omega und ich werde zeigen dieser Welt, dass ich diese Welt nicht aufgegeben habe. Ich liebe diese Menschen.
Jesus liebt deine Nachbarn. Jesus liebt deine Arbeitskollegen. Jesus liebt deine Verwandten. Deshalb ist er auf diese Erde gekommen und hat einen Preis bezahlt. Okay, jetzt können wir die erste Folie, haben wir die da. Der Auftrag von Jesus, kurz zusammengefasst. Ich bin gekommen zu suchen, was verloren ist. Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Jesus wünscht sich Gemeinden, wo es warm ist, weil das Feuer brennt. Jesus wünscht sich Gemeinden, wo man merkt, das Feuer ist auch Zeichen von Eifer, von Entschlossenheit. Und er hat gesagt, ich bin gekommen, das Feuer anzuzünden. Jesus lügt ja nicht. Wir werden es erleben, dass das Feuer Gottes in unseren Herzen zuallererst, und wenn es in unseren Herzen brennt, dann um uns herum auch immer heller leuchtet und wärmer wird. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben in Fülle habt. Ich bin gekommen, also nicht nur Leben, um zu überleben, sondern dass wir sagen können, dieser Jesus, der gibt mir etwas, was mir nichts anderes geben kann. Für diesen Jesus will ich leben. Mit diesem Jesus verbringe ich gerne Zeit. Ich muss nicht stille Zeit machen. Ich will Zeit mit dem machen, der mich am meisten liebt. Ich will Zeit mit dem verbringen, der meinem Leben am meisten Erfüllung gibt. Und Jesus ist gekommen, um eine ewige, bleibende Gemeinschaft zu gründen. Ich baue meine Ekklesia, meine Community, und die Pforten der Hölle werden nicht stoppen. Leute, was hier angefangen hat vor 101 Jahren, wird nicht gestoppt werden. Denn Jesus ist der damals die Idee hatte. Und Jesus ist der bisher jeden Tag treu war. Und Jesus wird weitergehen, bis sein Ziel mit uns erfüllt ist. Das war der Auftrag von Jesus. Und seine Jünger haben erlebt, Mann, dieser Jesus, der ist öfters mal out of the box. Da geht er durch Samarien, wo eigentlich kein Jude hingeht. Und dann sitzt er sich an einem Brunnen und redet mit einer Frau, eine samaritanische Frau. Er verstößt gegen alle Konventionen. Und dann geht er sonntags oder samstags in die Synagoge. Und da war eine Frau, die war ganz krumm gebeugt. Und die Frau kam wahrscheinlich jeden Schabbat dorthin. Und jetzt kommt Jesus dorthin. Und was macht Jesus? Sei geheilt. Und das am Schabbat. Er hat voll die Konvention gebrochen. Beim anderen Schabbat, oder wo er gepredigt hat, sagt er zu diesen Menschen, den seine Freunde über das Dach in die Wohnung ließen, sei getrost, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann war er in der Aberglas der Religiosität bei einem Pharisäer eingeladen. Und er liegt zu Tisch. Und da kam eine Frau, und jeder wusste, diese Frau ist eine Prostituierte. Wenn Jesus wirklich ein Prophet ist, schickt er die ganz schnell wieder weg. Und diese Prostituierte kommt zu seinen Füßen. Jesus, machst du endlich mal Platz und schickst die Frau weg da? Er hat sie nicht weggeschickt. Er hat erlaubt, dass sie dieses teure Öl über seine Füße ausgoss, mit ihren Haaren noch abgetrocknet hat. Er hat all diese Konventionen gebrochen. Warum? Er hat gesagt, das Reich Gottes ist jetzt da. Jetzt ist es nicht mehr so, dass Konventionen uns stoppen, dass Konventionen erlauben, dass Menschen in Knechtschaft, Gefangenschaft und Blindheit leben. Wenn das Reich Gottes da ist, dann gehen Menschen die Augen auf und sie können erkennen, wofür sie leben. Dann können Menschen erkennen, dass es einen Weg gibt zum Vater, versöhnt zu sein mit ihm in Ewigkeit. Dafür ist Jesus gekommen, dass er gesagt hat, ich zerstöre die Werke des Teufels, mit denen Menschen geknechtet werden, mit denen Menschen in Blindheit und Verstocktheit und Bitterkeit gehalten werden. Ich zerstöre diese Mächte, damit ihr in Freiheit leben könnt, Leben in Fülle haben könnt. Und so haben die Jünger das erlebt, das war gut. Er hat Tote auferweckt, der Jüngling von Nain, seinen Freund Lazarus. Lazarus, komm heraus aus dem Grab. Und die Jünger, wow, das ist der große Hero. Er geht auf dem Wasser. Er macht aus 2 Fischen und 5 Brote 15.000 Leute gefüttert. Our hero. Und dann sagt Hero Jesus, Jungs, übrigens, ich gehe demnächst. Könnt ihr euch vorstellen, wie das für die war? Ich gehe demnächst. Dann sagen die, war das alles nur ein kurzer Traum, was wir hier erlebt haben? Du sagst, das Reich Gottes ist da und du demonstrierst es. Du sagst es, was du tust. Du demonstrierst es und wir alle freuen uns und es sind immer mehr, die sagen, König Jesus, wir glauben an dich und jetzt sagst du, gehst du. Hast du die falsche Agenda?
Und dann sagt Jesus, jetzt gehen wir zur nächsten Folie bitte. Und das ist für uns heute wichtig. Ich gehe, er kommt und es geht weiter. Also, wir sollen uns vor Augen halten, das, was so aufregend war, was Jesus modelliert hat, es geht weiter. Es geht heute weiter in der Schweiz, es geht weiter in Wettingen und Baden, wo immer du lebst. Es geht weiter. Warum? Weil er kommt. Jesus sagte, Johannes 14, 26, Michael hat es vorhin schon gelesen, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Erste Feststellung hier über den Heiligen Geist. Er ist eine Person. Er ist kein Gefühl. Er ist nicht irgendwo eine Kraft, die über uns kommt, sondern er ist eine Person, die mit uns redet. Er lehrt uns, er erinnert uns. Das heißt, er kann mit dir reden. Er hat Zugang zu deinem Herzen. Er weiß, wo du tickst. Und dann geht es weiter, 16,7. Ich sage euch die Wahrheit. Müsste Jesus nicht sagen, der lügt ja sowieso nicht. Aber wenn er dann zusätzlich noch betont, ich sage euch die Wahrheit, dann heißt es für uns, Ohren so weit auf. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Meister, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Der Beistand, das griechische Wort Parakletos. Parakletos ist eine Person, die man herrufen kann. Parakaleo. Man kann diese Person einladen. Deshalb haben wir am Anfang auch dieses Lied gesungen. Heiliger Geist, wir laden dich ein, wir geben dir Raum, sehr willkommen. Weil das ein Wesensmerkmal dieser göttlichen Person ist, dass wir mit dieser Person reden können. Du kannst sie einladen. Wir können sie einladen. Und Jesus sagt, das Programm der Manifestation, der Expansion von Gottes Königsherrschaft wird dann geschehen, wenn ich gehe. Ich bin mit meinem Körper nur mit ein paar Leuten zur gleichen Zeit zusammen, in einem Land geografisch. Wenn aber Parakletos kommt, der keinen physischen Körper hat, dann kann das Ganze, was ihr hier in Israel gesehen habt, auf der ganzen Erde gleichzeitig abgehen. Wow. Und das ist Gottes Rettungsprogramm, mit dem wir heute involviert sind. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird euch die ganze Wahrheit leiten. Er wird nicht aus sich selbst herausreden. Er wird reden, was er hört. Er wird euch verkündigen, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen. Denn er wird von dem, was mein ist, wird es nehmen und es euch verkündigen. Das heißt, der Heilige Geist, und das ist jetzt eine Reflexion der Trinität. Der Vater wird anerkannt als die höchste Autorität. Jesus, der Sohn, beugt sich vor dem Vater und sagt, Vater, dein Wille geschehe. Und der Vater sagt, Jesus, weil du dein Leben niedergelegt hast, erhebe ich dich und gebe dir den höchsten Namen im Universum. Und der Heilige Geist sagt, Jesus, was du getan hast, das ist das Größte, was es gibt im Universum. Der Heilige Geist sagt, Jesus, dich will ich groß machen. Ich habe kürzlich eine gute Begegnung mit dem Heiligen Geist gehabt. Ich versuche ziemlich regelmäßig morgens zu singen, wenn keiner zuhört, und Jesus anzubeten als den König. Und dann sage ich auch, Heiliger Geist, ich will in dieser Gemeinschaft mit dir leben. Und da habe ich so gespürt, wie der Heilige Geist sagt, ich habe so eine Leidenschaft, Jesus groß zu machen. Und wenn du Jesus anbetest, dann tust du das, was ich auch will. Wir versuchen mit Leidenschaft Jesus anzubeten, aber wisst ihr was? Der Heilige Geist, der Jesus so gut kennt, der hat noch eine viel größere Leidenschaft, Jesus groß zu machen, bekannt zu machen. Und deshalb ist unsere Beziehung mit dem Heiligen Geist so wichtig, dass wir von seiner Leidenschaft, unsere Leidenschaft anstecken lassen und dadurch Jesus bekannt machen und groß machen. Okay. Was machen wir mit diesen ganzen Dingen? Ich muss noch ein paar Sachen hier zur Kirchengeschichte der letzten 150 Jahre sagen. Man kann ja immer auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Stimmt das?
Ich bin ein wenig geritten und ich habe gemerkt, das ist zu gefährlich. Ich habe es aufgehört, weil ich wusste, man kann auf zwei Seiten runterfallen. Ne? Okay, die eine Seite ist die, dass man die Gaben so betont, dass man sagt, wir sind charismatisch. Kann man ja sein. Aber was wollen wir damit zum Ausdruck bringen? Dass wir besser sind als die anderen? Dann sind wir links vom Pferd gefallen. Man kann auf der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, ja, diese Gaben gibt es ja nicht mehr für heute. Das ist Quatsch, Leute. Warum kann Paulus schreiben, eifert danach, Korintherbrief, eifert um die Gaben? Er hat diese Briefe geschrieben, sagen wir zwischen 50 und 65 nach. Und dann schreibt er, eifert um die Gaben. Und dann gibt es Theologen, die sagen, na, als die Bibel fertig war, gab es keine Gaben mehr. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, wurde ungefähr um 95 geschrieben. Glaubt hier jemand im Ernst, dass Paulus geschrieben hat, eifert um die Gaben? Ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet. Bemüht euch darum, die Geistesgaben zu bekommen, nur damit die dann 30 Jahre später abgeschafft sind. Wenn es so gewesen wäre, würde es in meiner Bibel auch so heißen, eifert um die Gaben, bis ihr eine Bibel in der Hand habt, und dann braucht ihr es nicht mehr. Macht eigentlich keinen Sinn, oder? Und wenn man dann das anguckt, was passiert ist in der Apostelgeschichte, Micha hat es am Anfang vorgelesen, Jesus, die letzten Momente, wo Jesus auf dem Ölberg steht, mit diesen Leuten, die er geliebt hat, mit denen er 3 Jahre und mehr Zeit verbracht hat, in die er sein Leben investiert hat, für die er gestorben ist, denen sagt er, es geht weiter. Damit es weitergeht, braucht ihr die übernatürliche Kraft. Ihr habt gesehen, wie ich Gefangene freigesetzt habe. Ihr habt gesehen, wie durch meine Gegenwart Menschen Vergebung empfangen haben, wie Aussätzige integriert wurden. Ihr habt gesehen, wie ich hingegangen bin zu denen, die verachtet sind, die ausgestoßen waren. Und das geht jetzt weiter. Aber damit es weitergeht, braucht ihr das, was ich auch habe. Die Kraft des Himmels. Also, liebe Jungs, rennt nicht einfach los und macht eine Institution, sondern geht nach Jerusalem und wartet dort, bis ihr die Verheißung habt. Er hat ihnen nicht gesagt, wartet 10 Tage, sondern wartet, bis ihr es habt. Und dann waren sie 120 Leute. Da waren Zeloten dabei, ehemalige Terroristen, kann man sagen. Da waren Steuereintreiber dabei, ehemalige Mafiosos. Da waren dann Fischer dabei. Das war eine bunt gemischte Gruppe. Und Jesus sagt, ihr bunt gemischte Gruppe. Wenn Dynamis, die Kraft, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, wenn ihr erlaubt, dass diese göttliche Person über euer Ego herrscht, wenn ihr erlaubt, dass diese göttliche Person euch die Ressourcen des Himmels, meine Liebe, die ich vom Vater habe, die ich euch gebe, in euch integriert. Wenn ihr das erlaubt, dann wird aus diesen 120 unterschiedlichen Leuten eine Gemeinschaft, die man Holy Spirit Community nennen kann. Eine Gemeinschaft, wo der Himmel auf Erde sichtbar, spürbar und erlebbar ist. Und sie waren zusammen. Die Bibel sagt wenig dafür, aber die Unterschiedlichkeit wird dokumentiert. Und dann weiß man nicht, was nach dem 8. Tag los war. Ob dann der Petrus gesagt hat, mir reicht es langsam, ich gehe wieder zurück fischen. Auf jeden Fall haben sie nach dem 8. Tag zum Glück nicht aufgehört. Sie haben nach dem 9. Tag nicht aufgehört. Und wisst ihr warum? Weil Jesus gesagt hat, bleibt so lange, bis ihr die Verheißung habt. Oh Jesus, ich würde das lieber Fischer gehen. Jesus, mir reicht langsam. Aber du hast ja gesagt, du wirst uns diese Verheißung geben. Du wirst uns taufen mit dem Heiligen Geist. Du wirst uns in eine Begegnung mit dieser Person der Trinität hineinführen, die unser Wesen transformiert, die unser Wesen durch und durch verändert. Ob du heute hier sitzt, ob du zu Hause schaust, Gott will, dass unser Wesen durch die Gegenwart des Heiligen Geistes verändert wird. Zehnter Tag. Sie haben kein Programm gehabt. Was machen wir am Tag 10?
Ihr Programm war, Jesus, du hast gesagt, wir sollen warten. Oh, wir warten auf die Verheißung, weil es wird sicher wunderbar. Und wir wissen nicht, was wir dann machen, wenn der Heilige Geist auf uns kommt, aber wir vertrauen dir. Ein lautes Geräusch wie ein Sturm. Und dann, hey, was hast du auf deinem Kopf? Da brennt's, bei dir brennt's, wow, die Feuerflammen waren da. Das sind keine symbolischen Begriffe. Da war was da, was so stark war, dass es die Leute um das Haus herum gehört haben. Da war was los. Und die Art und Weise, wie es ablief, das war ein wohlgeordneter Schweizer Gottesdienst. Es ging so ab, dass die Leute gesagt haben, hey, seid ihr betrunken? Warum seid ihr so fröhlich? Warum seid ihr so out of the box? Was ist mit euch los? Und sagt Petrus, es ist passiert. Jesus, der Sohn Gottes, der König, hat den Weg aufgemacht. Er ist gegangen, wie er gesagt hat, aber er hat auch den zweiten Teil der Verheißung erfüllt. Parakletos, Gott, eine heilige Person, ist in unserer Mitte und demonstriert uns die Kraft des Himmels. Er hat gesagt, er gibt uns Kraft, wenn der Heilige Geist kommt. Dynamis heißt es im Griechischen. Dynamis. Hey Leute, hier ist Dynamis. Und dann hat Petrus angefangen zu predigen. Mit Dynamis, mit der Kraft. Er hat gesagt, Leute, es ist Zeit, Buße zu tun. Euer Schöpfer lebt euch. Ihr seid ihm lange genug weggerannt. Beugt eure Knie. Wendet ihm nicht mehr den Rücken zu. Und 3000 Männer am ersten Tag. 3000 Leute zu retten ist für Gott kein Problem, hat er oft gezeigt. Die Frage ist, gibt es Plätze, wo Gott 200 hinzufügen kann im nächsten Monat? Sind wir vorbereitet? Das ist die Herausforderung für uns im Kreuzpunkt. Und daran arbeiten wir als Pastoren, als Gemeindeleitung, mit Ressourceleitern, mit einer Trägerschaft von Visionen. Wir arbeiten daran. Gott, hilf uns. Bereite uns darauf vor, dass dann, wenn du uns mal 100 schickst, dass wir dann merken, wow, Gott hat uns Gnade gegeben. Er kann die Herzen öffnen, aber er hat auch den Platz, wo sie dazugefügt werden. Es geht nicht mehr darum, uns charismatisch oder nicht charismatisch zu nennen. Leute, das ist Church History. It's over. Da gab es dieses schlimme Ereignis 1907, die Berliner Erklärung. Da wurde geschrieben, die Leute haben jahrzehntelang gebetet in Deutschland und in der Schweiz. 1880 bis 1900 Erweckungsbewegung. Gott, gib uns Erweckung. Gott, gieß den Heiligen Geist aus. Und dann kam es, Azusa Street in Amerika und dann von dort Wales, Skandinavien, Deutschland, Schweiz. Und dann war es aber out of the box. Und dann war es so, dass man das nicht mehr kontrollieren konnte. Und es war so wie zur Zeit von, kennt ihr John Wesley? Ein braver Methodist. Wisst ihr, wie es war, als John Wesley gepredigt hat? Er ging morgens um 5 Uhr raus, wo die Bergarbeiter waren. Er hat nicht gewartet, bis die Bergarbeiter in die Kirche kamen. Er ging raus. Frankreich hat Revolution erlebt mit Blutvergießen. Und John Wesley und sein Bruder Whitefield, die gingen raus, wo die Bergarbeiter waren. Die Leute brauchen das Evangelium. Wir gehen zu euch. Jesus hat gesagt, geh. Und Wesley hat gepredigt über Jesus, der gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Er hat gepredigt über Jesus, der die Gefangenen freisetzt, der der einzige Weg zum Vater ist. Und tut Buße, kehrt um. Was ist passiert? Tausende und Tausende und Tausende Bergarbeiter haben sich bekehrt. Und was die Methodisten nicht unbedingt so groß erzählen, der Geist Gottes kam so stark über manche Bergarbeiter. Sie sind umgefallen. Manche haben sich im Schlamm dort gewälzt, haben geschrien, Gott, vergib mir. Aus manchen sind Dämonen ausgefahren. Manche wurden geheilt. Das waren die Grundlagen des Methodismus. Ihr werdet Dynamis empfangen, wenn der Geist Gottes auf euch kommt. Und es ist geschehen. Und jetzt kommt die menschliche Komponente. Jetzt machen wir eine Kirche draus. Und dann wurde es eine Methodistenkirche draus, die in den ersten Jahren unheimlich jahrzehntelang gesegnet war, sich ausgebreitet hat. Gott segnet sie auch noch heute. 100 Jahre nach John Wesley gab es einen Methodisten, sein Name war William Booth. Und William Booth, du kennst ihn auch gut, ne? Das Buch von ihm, General Gottes, sehr zu empfehlen. William Booth, der Methodist, geht nachts durch London, West End und geht zu den Leuten, die mit Alkohol und Dreck und Immoralität und predigt ihnen. Und die Kraft des Evangeliums wirkt
Und viele Leute bekehren sich. Und guter William Booth, Methodist, was macht er mit ihnen? Komm mit mir in den Gottesdienst am Sonntag. Sonntagmorgen. Das ist aber nicht in Ordnung. Das stinkt hier im Gottesdienst. Das ist nicht gut. Ne? Wir wollen diese Leute nicht hier haben im Gottesdienst. Und das war keine gute Entscheidung des Methodismus. Daraufhin hat William Booth entschieden, dann machen wir die Heilsarmee halt außerhalb der Kirche. Versteht ihr, wir sind immer wieder herausgefordert, gehen wir mit dem Geist Gottes. Und der Geist Gottes, der bricht Bahnen. Der ist nicht in unsere Konvention gebunden. Der Geist Gottes ist voller Liebe. Und die Liebe, die im Himmel ist, beim Vater und bei Jesus, die soll auf diese Art spürbar werden. Und die Liebe wird oft spürbar, indem wir aus unserer Box austreten, zu Menschen hingehen, die verachtet sind, zu Menschen hingehen, die einsam sind, zu Menschen hingehen, die keine Hoffnung haben. Deshalb ist der Geist Gottes gekommen. Deshalb feiern wir Pfingsten. Lass uns nicht links vom Pferd fallen und sagen, alles muss sich um die Gaben drehen. Die sind wichtig. Eifer danach. Aber es ist nicht ein Selbstzweck. Wir wollen auch nicht rechts vom Pferd fallen und sagen, oh, das gibt es ja heute nicht mehr. Lass uns mit dieser falschen Lehre aufhören. Wir brauchen die Gaben. Es gibt keine Kirche ohne Gaben. Um das noch klarzustellen, wenn du sagst, Jesus ist mein Herr, er ist für mich gestorben, dann hast du den Heiligen Geist. Punkt. Keine Diskussion. Aber das ist nicht alles. Weil wie viel Raum wir dem Heiligen Geist haben, wie wir am Anfang gesungen haben, sehr willkommen, Heiliger Geist. Wir geben dir Raum, Heiliger Geist. Das sind Dinge, die sind so wesentlich. Und das wollen wir als Kreuzpunkt tun. Seid ihr dabei? Ich sehe so viele Leute hier, die ich ein bisschen kennengelernt habe in dieser kurzen Zeit, wo ich hier als Pastor dabei bin. Menschen mit so viel Motivation, mit Bereitschaft zu dienen, mit Opferbereitschaft. Leute, Gott hat hier viel Potenzial gesammelt. Aber ich glaube, das ist noch nicht the end of the story. Ich glaube, die Zeit wird kommen, wo Gott sagt, geht mal das Oberstübchen wie in Jerusalem damals, die 120. Erwartet mehr von mir. Auch wenn ihr unterschiedlich seid, kommt zusammen, sucht mein Angesicht. Die Zeit wird kommen, wo er seinen Geist neu ausgießen wird. Wir erleben es auf der ganzen Welt. Und wo dann, wenn wir losgehen, wo wir eine neue Art von Autorität spüren, wenn wir mit Leuten reden. Sich Leute bekehren, wo Leute befreit werden, von Sünde überführt werden. Und lasst uns nicht die Spektakel suchen. Das sind die Nebenerscheinungen, die dazukommen. Aber lasst uns auch nicht dagegen gehen. Ich kenne Versammlungen, wo wir starke Geistausgießung erlebt haben. Baptisten, Brüdergemeinde, hunderte Leute im Saal. Der Geist Gottes kam so stark, da konnte keiner mehr auf den Füßen stehen. Diese Dinge gibt es. Aber das ist nicht das Ziel in sich. Es ist wichtig, dass wir sagen, Jesus, wir wollen diese Dynamis in uns haben, damit wir Zeugen sind, damit um uns herum viele Menschen dich kennenlernen und die Ewigkeit bei dir verbringen. Und das wollt ihr, stimmt das? Deshalb sind wir hier. Kann die Band wieder hochkommen? Wir setzen zur Landung an. Sorry Leute, ich habe die Uhr zu spät gesehen. Ist zu klein. Aber ich wollte einfach von meinem Herzen euch was Wichtiges mitgeben. Und ich glaube, wir sind gemeinsam unterwegs auf einer guten Reise. Und ich freue mich über jeden von euch, auch von denen zu Hause, die wir jetzt nicht sehen können. Danke, dass ihr alle dabei seid. Ihr seid wichtig, ihr seid wertvoll, eure Erfahrung, eure Hingabe. Und lasst uns das heute Morgen Jesus einfach hinlegen und sagen, Jesus, hier sind wir. Wir brauchen Dynamis. Wir wollen die Beziehung zum Heiligen Geist vertiefen. Und diese Vertiefung der Beziehung mit dem Heiligen Geist ist eine ganz persönliche Sache. Nimm die Bibel zu Hause, lese Apostelgeschichte und guck, was der Heilige Geist gemacht hat. Und er ist auch heute hier. Nimm es bitte ganz persönlich mit und nimm es als eine Einladung, dich neue Begegnungen mit dem Heiligen Geist zu erleben, die dein Leben bereichern werden. Lass uns einfach ein Stilles sein. Ich bete ein Gebet für uns. Herr Jesus, du hast gesagt, du gehst und schickst uns den Heiligen Geist. Und du lügst nicht. Du hast ihn uns gesandt. Deshalb können wir dich bekennen.
Aber wir glauben auch, dass diese Person, Gott, der Heilige Geist, der Parakletos, uns noch viel mehr geben will, damit wir Jesus noch authentischer repräsentieren. Komm, Heiliger Geist. Fang jetzt einfach an, deinem Herzen mit dem Heiligen Geist zu reden. Er ist eine Person, mit der du reden kannst. Das heißt in 2. Korinther 13, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und die Gemeinschaft ist, dass wir mit ihm reden und von ihm hören. Fang an, bewusst mit dem Heiligen Geist zu reden. Lade ihn ein, dein Leben in allen Bereichen zu erfüllen. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, noch keine Beziehung mit ihm angefangen hast, lass keinen Tag mehr verstreichen. Fang heute an. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet. Verstockt eure Herzen nicht. Fang an, in den Bund einzutreten, den er mit dir machen möchte, den er dir anbetet. Du kannst einfach so beten: Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich beuge heute meine Knie und ich bitte dich, vergib mir, dass ich mein Leben selber in der Hand hatte. Ich übergebe heute dir mein Leben. Du bist mein Retter. Du bist mein Herr. Dir vertraue ich. Führe du mich auf deinen Wegen. In Jesu Namen. Amen. Schönen Sonntag miteinander.